Ich möchte euch herzlich willkommen heißen mit einem neuen Thema, nämlich Gott von seiner häuslichen Seite lernen kennen. Irgendwoher haben ja die Menschen das Gen, dass sie gerne Häuser bauen oder auch gerne Häuser, die schon gebaut sind, nachher häuslich einrichten oder eben bewohnen. Woher kommt das? Ich lese euch vor. Das heisst nämlich Epheser 2,19. Der Wochenspruch für den 7. Sonntag nach Trinitatis. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir können einen kleinen Gentest machen und schauen, ob das stimmt. Dass die Menschen immer, wo sie herkommen, schon wieder Häuschen bauen wollen. Weil Gott hat zwar im Paradies nicht gesagt, Häuser bauen, sondern das Paradies pflegen, schauen dort zu den Sträuchern und zu allem, zu den Tieren. Aber gleich merkt man, sobald man auch noch ein bisschen sesshaft ist, es ist halt eben auch etwas von Gott. Tatsächlich, der Gentest ist dort erfolgt, wo der Petrus gesagt hat, nach der Verklärung von Jesus: Lasst uns Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Da haben wir gemerkt, der Petrus, überwältigt von dieser Gegenwart von Gott, hat sofort gesagt, hier wollen wir bleiben, so wollen wir es einrichten, ein Dach drüber, dann geht uns das nicht mehr verloren. Wir haben nicht nur einen nomadischen Gott, der mit seinen Herden von Weideplatz zu Weideplatz zieht als guter Hirt, sondern wir finden auch eine Sesshaftigkeit bei ihm. Ich habe ein bisschen umgestöbert in der Schrift. Wo finden wir Anzeichen dafür? Zum Beispiel baut Häuser und wohnt darin, sagt Jeremia im 29. Kapitel am Volk. Oder da heisst es im Amos 9, Gott wolle die Hütte Davids wiederherstellen. Und die Hütte Davids taucht in der Weihnachtsgeschichte nachher auf, beim Josef, der aus dem Hause Davids war. Oder nachher finden wir sogar im Johannes-Evangelium 14. Kapitel, wo Jesus sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und das geht dann weiter bis zum neuen Jerusalem, wo schon fix fertig gebaut ist und auf die Erde runterkommt. Wohnen, Hausen, wie wir sagen auf Berndeutsch, ein wichtiges biblisches Thema, aber nicht vor allem wegen der Architektur oder wegen dem Besitz, den man hat. Es gibt zwar diverseste Aspekte, die da eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Sicherheit vor Tieren, vor Angriffen, vor Kälte, vor Hitze etc. Darum hat man schon früher eben Zelte und andere Einrichtungen. Aber es geht noch um viel mehr, weil ein Dach, das man nachher errichtet über eine Gemeinschaft, heisst eben gemeinsames Leben, Freundschaft pflegen. Wohnen heisst hebräisch sogar sich beiwohnen, also das Intimste, was man sich überhaupt vorstellen kann, ist verwandt mit dem. Das geht wirklich alles auf die Gemeinschaft raus. Es gibt zwar einen bösen Witz, und er hat sogar auch noch etwas mit der Realität zu tun, nämlich, wenn Gott strafen will, dann lässt er bauen, sagt man ja im Volksmund. Aber wir reden jetzt nicht von diesen vielen Folgejahren, wo man halt gängig wieder mit etwas konfrontiert wird als Besitzer von einem Eigenheim, sondern wir reden von der Freude, etwas zu bauen, etwas zu realisieren, wie jetzt die junge Familie, die hier auf ihrem Bauplatz steht. Das ist natürlich ein wunderbares Gefühl, wenn man sagen kann, für meine Frau, für meine Kinder kann ich nach unseren Wünschen etwas umsetzen und so wird es dann nachher sein. Das wird unser Platz sein, wo wir nachher unser Leben gestalten können. Über das werden wir miteinander ein bisschen nachdenken in den folgenden Teilen, nämlich, was ist das für ein Gen, das wir von Gott geerbt haben, nämlich, dass man einfach baut, dass man sesshaft ist, dass man irgendwo wohnen kann, dass man am Ort sein kann.